So, liebe Leute, da geht es auch schon weiter hier im Spengler Cup bei NHL 19. Wir sind am zweiten Spieltag des Turniers am 27. Dezember und am Nachmittag spielen hier die Verlierer von gestern gegen die Finnen. Ja, ungefähr so zusammengefasst, das heißt konkreterweise Kulpa Kuopio Hockeyoi gegen Okelari Trinik, was ich wieder falsch ausspreche. Irgendwie, ja, ist schwierig auszusprechen, ich sag's mal so. Aber egal, wir müssen hier nicht irgendwelche Sprachdiplomen so absolvieren. Ne, es geht ums Zocken. Und dazu ganz kurz noch ein Hinweis. Haben wir so gedacht, die letzten beiden Parts sind doch relativ lange geworden. Darf es momentan echt 3 Parts am Tag bringen. Wohl daher die Länge eines Drittels runtersetzen, sprich statt 3 Minuten auf 2 Minuten, geht aber nicht, weil 3 Minuten ist das Minimum. Und jo, damit er trotzdem auch für mich ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen angenehmer ist, nee. Ja, darum haben wir die letzten beiden Spiele so als Kommentatormäßig während des Spiels kommentiert. Und dachte mir, das kommt vermutlich nicht so gut dann, oder so im Nachhinein das Gefühl. Und deswegen jetzt diese Spiele, die nächsten Spiele wieder normal, aber ganz live. So wie ich jetzt halt ja zocke. Und vielleicht das Finalspiel am 31. wieder als Kommentatormäßig. Da ist eh nur ein Spiel und dann wieder eine Drittel auf 4 Minuten hochstellen und so. Mal schauen. Nur damit ihr da Bescheid wisst, nicht irritiert seid. So, egal, los geht's. Also tun, Spiel starten. Ja, nicht simulieren, nee, Spiel starten. Wir zocken auf Seiten von Kuopio Kalpa. Also sprich auf Seite der Finnen. Soweit mir ist das Heimteam, also lassen wir das Heimtrikot und die anderen sind das Gastteam. Warum hier die Reihenfolge irgendwie anders ist, verstehe ich auch nicht. Das spricht da irgendwie, ja, eigentlich müssten die Finnen links sein und nicht wie sie jetzt die Tschechen sind links. Ist irgendwie, ja, ist seltsam. Trine gegen Kalpa. Wie sagt man den? Srinek, glaube ich irgendwie. Nee, ich glaube auch falsch. Wie gesagt, ich kann es nicht aussprechen, geht aber nicht. Ich bin der Sprache nicht so bewandert. Wir sind zurück in der Wallend Arena hier in Davos, im Stadion des heutigen Spengler Cups. Aber nicht mit diesen beiden Fratzen. Was machen die jetzt plötzlich hier? Vor allem lustig, mein Spengler Cup ist natürlich ein Schweizer Turnier. In der Schweiz statt. Was machen sie? Nee, nicht irgendwelche Kommentatoren aus der Schweiz einladen. Nee. Sie machen mit diesen beiden Hallodri da. War ich gerade ein bisschen Lieblingssynchron? Kann das wirklich sein? Ist es wirklich so ein Spektakel heute? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade sollte. Ja, ich habe Kommentatoren natürlich ausgestellt. Deswegen war ich jetzt auch leicht verwundert. Ich bin aber überrascht, dass jetzt hier die Eröffnungssequenz anders ist als gestern. Also sprich, aber in anderen beiden Spielen. Na egal. Dennis Kodla im Tor des finnischen Vertreters. Die finden ja ein Team, die offenbar einen Mehrjahresvertrag unterschrieben haben für den Spengler Cup. Und hier haben wir Simon Rubek im Tor der Tschechen. Mehrjahresvertrag für die Finnen, das heißt, die werden natürlich demzufolge auch in den nächsten Jahren noch vertreten sein. Ob es mit dieser Mannschaft sein wird oder andere Mannschaften sein werden, das ist ein anderes Thema. So, es geht los. Finnen gegen Tschechen. So, wenn ihr einen Pack besitzt, sehr gut. Antippen Drehung. Hui, cool, wa? So viel dazu. Okay, soll wir das Spielerische sein lassen? Wenn man Spieler Spielerische sein lassen, dann schlecht. So, dann habe ich aber. Die Tschechen sind ziemlich aggressiv. War gut, sie haben natürlich jetzt verloren, vielleicht deswegen. Hui. Nö. Habe ich eine... muss aufpassen, dass ich irgendwie aus dem Drittel rausgehe. Super. Was? Halt ein Defensivspiel? Wisst ihr, das ist also etwas. Es gibt ja einen Trainingsmodus hier bei NHL 9, das habe ich schon mal erwähnt. Der ist eigentlich soweit ganz cool. Kann man nicht viel drüber meckern. Aber was mich daran stört ist, wir kriegen hier im Spiel relativ coole Tipps dazu, die du im Trainingsmodus niemals zu Gesicht bekommst. Der war knapp, der war heiß. Das war ein richtiger nicer Dicer-Schuss. So. Tschechen versuchen es wieder.
Ein ziemlicher Lapali-Schuss, also in dem er... So, komm. Ah, Mist, aber... Ausgespielt hat er ihn zwar gut, aber da war ein bisschen zu viel Icing. Icing sage ich schon. Nicht Icing natürlich, sondern so viel Freiraum! Dann kann Quatsch ich schon, lass wieder die Verteidigung hängen. So. Boah. Das ist das Problem. Ich gucke ein bisschen so, wie der Torhüter reagiert, damit ich ihn irgendwie ausspielen kann oder in eine Richtung schließen kann, wo er gerade nicht ist. Was nur in der Theorie funktioniert, weil dann ist natürlich schon ein gegnerischer Stock in dem Spiel. So. Dann müssen wir jetzt den Pöcke nicht ab. Hui! Ja! Die Drehung ist scheiße. Ah! Okay, wäre fast. Raus! Was war denn das jetzt schon wieder? Nein! Alter, den habe ich drin gesehen. Was war denn das? Ihr leckt mich am Arsch. Es steht immer noch 0-0. Ja, hallo, was machst du da? Ja, ich mache vor allem mit... Warum sind jetzt beide anderen rausgegangen? Ja, das ist auch so etwas mit der Verteidigung, was ich sagen muss. Ich kann ja mit R2 jeweils wechseln, wenn ich gerade als Verteidiger spiele. Das ist soweit cool. Das Problem ist nur, wenn ich da gerade einen zocke und auf den anderen wechseln will, dann geht er irgendwie dahin, wo er ursprünglich hingegangen wäre. Also bevor ich auf ihn gewechselt wäre. Und das ist manchmal sehr, sehr irritierend, wenn ich plötzlich irgendwo anders bin, wo ich eigentlich gerade hin wollte. Ups. Oh. Ja. Ich achte mittlerweile ein bisschen auf die Abseitsregel, aber Abseits im Eishockey, im Gegensatz zum Fußball, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich meine, das ist nicht wirklich schwierig. Aber dass man Abseits auch hinten raus hat, ja super. Alter! Alter! 0,4 Sekunden vor Ablauf des ersten Drittels. Ja, leck mich doch am Tschöpli, ey. Ist mir scheißegal, ob das gebannt wird, ob das schweizerisch klingt. Ist mir alles scheißegal. Ich bin alle so happy, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Alter Schwede, Nummer 15, Toni Rödelwin. Keine Ahnung. Wie gesagt, Namen teilweise aussprechen, bin ich echt kein Pro drin. Aber wie schön der reingegangen ist. Torhüter wird wieder zurückgepackt, okay. Er geglitscht. Torhüter. Tschupp. Einfach weggeschoben. Tschupp. Alter. Tja, da sind wir uns mal wieder, Freunde. Egal wie viel Zeit er übrig lässt, man sollte bis zur letzten Millisekunde fighten. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Katipulieren natürlich auch. Niemals kapitulieren. Das gilt sowohl für die Finnen als auch die Tschechen. Wir sind zurück nach einer kleinen Pause. So viel zur kleinen Pause. Ja, das war sehr interessant. Sie hatten mehr Schüsse insgesamt als wir. Ja, ich habe echt ein bisschen Mühe mit dem Team irgendwie. Was anderes, warum? Ja, die Gegner sind ein bisschen mit Team Kanada, ständig die Stöcke im Weg. Aber echt mal. Trotzdem, wir führen 1-0. Völlig verdient natürlich, gar kein Thema. Teamplay, auf C, Angriff auch. So schießen, dann ganz klar in den Schuss. Die Schlagschüsse finde ich auch ein bisschen mühsam. Also mittlerweile nicht nur die beiden Spiele, die ich bereits gezockt habe hier im Spiel, live, also beziehungsweise gezeigt habe. Natürlich, wie gesagt, auch schon ein paar Trainingsspiele gemacht, bisschen nach dem Trainingslager gewesen, so innerhalb des Spiels. Und es gibt zwei Dinge am Spiel, die mich ein bisschen stören. Einerseits das Konzept des Direktschusses. Trotzdem nicht mal weiter. Weil Direktschuss heißt, du musst passen und im gleichen Moment schießen. Nicht irgendwie warten, bis der eine Mitspieler einen Puck bekommt und dann schießen. Nee, das ist schon zu spät, das ist kein Direktschuss mehr. Das eine ist, dass das Timing ein bisschen, ja, fragwürdig ist. Vor allem mit dem Ziel natürlich. Nach dem Direktschuss zielen ist immer ein Traum. Sogar die Strafe. Hab ihn gemacht. Hä? Was hat er gemacht? Ja, für den guten Brand geht er auf die Strafbank, kann ja verstehen, was ist passiert. Hä?
Kann ich mir jetzt nicht daran erinnern, aber okay. Ja, das ist das eine und das andere ist mit dem Weitschuss quasi. Den man mit dem rechten Kontrollstick so auslösen, indem man halt zuerst nach hinten zieht, also quasi so. Gut, das war jetzt natürlich in der eigenen Zone ein bisschen doof. Also ja, so ist es eben auch nicht. Jetzt habe ich es noch mal zeigen wollen. Das Problem ist halt, das mit dem Hinterziehen klappt theoretisch schon. Bis du aber 1 mm, hast eine 1 mm Abweichung, beziehungsweise 1 Grad Abweichung. Klappt schon wieder nicht, weil du natürlich damit, wenn du halt schräg nach hinten ziehst, noch rechten Kontrollstick schon andere Moves machst. Zum Beispiel den hier. Seht ihr? Und direkt selbst wieder. Aber nach 100 Spiel war. So, kommt ihr langsam mal? Nein, man hat es auch nicht gesehen. Mann, ey, ständig ist ein Gegner. Mann, ich muss doch auf den Torhüter ziehen. Also muss ich auch, nicht auf den Torhüter natürlich, sondern aufs gegnerische Tor. Ich muss auch sehen, was da abgeht. Alter. Ja, das eben mit dem Weitschlag ist immer so eine Sache. Jetzt zum Beispiel zu da gehen und dann, ja. Damit habe ich echt noch meine Mühen. So, das kommt nicht vorbei. Ja, linke Ecke wäre zwar frei gewesen, konnte ich ein bisschen ziehen, aber natürlich aus dem Winkel dann. Ich wollte nach hinten ziehen, weil ich dachte, komm, hast du mehr Schwung drauf und dann nach vorne, aber kannst du doch vergessen. Ja, natürlich nach hinten. Ja, ich gehe schon manchmal nach links unten. Das ist. Ja. Für meinen Geschmack die Steuerung zu präzise. Ich meine, ich könnte auf Tastensteuer, also Tastenbelegung, Steuerung zurückgehen. Aber das jetzt wieder umgewöhnen. Dann kann ich zum 1. So, Berke ab, Kumpel. Mann! So, da war es auch jetzt ein Direktschuss. Oh, ich krieg die Krise. Das ist erst Halbprofi, Leute. Nein! Dann sagst du wieder etwas, dann bist du irgendwie, denkst du, okay, jetzt habe ich einen Schuss. Schuss nur noch keinen. Abseits, ja, leck mich noch am Arsch. Eine scheiß blaue Linie. Da bist du eigentlich da vom Torhüter, willst schießen, oder? Was passiert? Ja, du musst natürlich mit dem linken Stick, mit dem du dich bewegst, musst du auch zielen für einen Schuss. Natürlich ganz geil. Deswegen 8 von 10 Fällen, anstatt dass ich nach links oben, rechts oben und nach links unten, rechts unten ziele. Was passiert? Nee, ich schieße in die Mitte. Was zu früh, willst du mich verarschen, weil gar nichts gemacht. Laufen wir auf das Spiel schon. Okay, so ein Plug verliert, aber auch noch nie gesehen. Der war riskant, Abpraller-Taktik. Oder auch mal so schießen, kann ja auch mal reingehen. Wie ging der denn jetzt rein? Verwirrung. Spiel ging da rein. Alexandre Texier, Nummer 13. Der Finnen. Aha. Aber besonders scharfer der Schuss eigentlich nicht, aber das ist fast so aus, von wegen, geschluckt und ausgeschissen. Hat ein bisschen was, oder? Aber das ist ein anderes Thema. 2:0, komfortable Führung. Sie kommen noch nicht, also die Gegner, meine ich jetzt die Tschechen, kommen noch nicht so aufs Tor schießen, weil ich defensiv relativ gut halte. Und wenn doch, dann ist einer allein vom Torhüter. So, jetzt hatte ich wieder ein bisschen Gelegenheit zum Schießen und zum Zielen vor allem. Oh, jetzt wo ich gerade zielen wollte, was passiert ist, geht dann wieder. Also, das ist echt so etwas im Spiel. Es ist gut, ist natürlich heiß, okay, es geht schnell zu und her.
Muss natürlich auch ein bisschen so sein. Aber entweder konzentrierst du dich auf die gegnerischen Spieler plus den Mitspielern, damit halt Passsystem und so funktioniert, oder auch konzentrierst du dich auf das gegnerische Tor im Sinne von, hey, wo ist eine Lücke, wo kann er ein bisschen antäuschen und dann schießen und dann ist er drin. Und das zu kombinieren, damit habe ich echt noch Mühe. Aber gut, diese Übungssache. Ja, 2 Drittel vorbei, in einem Drittel ein Tor geschossen. Also was will man mehr, oder? Also ganz ehrlich. Schuss insgesamt, Training noch ein bisschen mehr. Ja, das Training, keine Ahnung. Vielleicht lerne ich es irgendwann mal. Tschechien, ich sag's mal so, die tschechische Mannschaft hat 10 Tore, beziehungsweise 10 Schüsse geschossen. Gegen nur 7. Seiten Offensive haben wir aber trotzdem mehr, wa? Also wir sind öfters im Puckbesitz, kann das sein? Ja, Seiten Offensive muss eigentlich das sein, wa? Strafminuten. Okay, Powerplay ist nicht ausgenutzt. Jo, wie sieht's aus, Trainer? Teamplay sind noch zu wenig, WTF. Verteidigt die Führung. Konzentriere dich auf meine Defensivanweisung und hilft dem Team, die Führung zu verteidigen. Ja, Verteidigung ist doch cool. B-, Ziel hat er C+ gesetzt. Warum ist ein Teamplay so schlecht? Als Angriff verstehe ich jetzt noch, weil vielleicht zu wenig gemacht, vielleicht noch nicht aus den Chancen noch nicht genug gemacht, das kann natürlich auch sein. Aber warum Teamplay so weit unten ist, glaube ich jetzt nicht. Egal. Aber die Stimmung hier in der Arena beim Spengler Cup, die ist natürlich wieder mal gewaltig. Beim bereits 3. Spiel des diesjährigen Spengler Cups 2018. Und es geht weiter mit dem 3. Drittel. Entschuldigung, muss ich ganz kurz konzentrieren. Na, seht ihr? Oh, Alter, was ist mit meinem DualShock 4 los? Ganz ehrlich, der hat mittlerweile so wenig... Hallo, was machst du da? Ja, was ich sagen wollte, mein Controller, der hält irgendwie gar nichts mehr aus. Haben gestern mal voll aufgeladen, heute jetzt schon wieder. Also beziehungsweise muss heute schon wieder aufladen. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber war ein schöner Schuss zu mir. Nein! Ah, da war ich zu nah am gegnerischen Körper. Da hat er den Schlittschuh abgeblockt. So, dann noch ein bisschen abgelenkt. Oh, was soll das jetzt für ein... Dankeschön. Nein! Der war gut gezielt, aber habt ihr das gesehen, der grüne Kreis? Warum kein Direktschuss? Ich habe direkt, nachdem ich R2 fürs Passen gedrückt habe, direkt nach oben gezielt. Also direkt den rechten Kontrollstick nach oben, damit ich schieße. Aber er hat gezögert. Guck mal das an. Er kann bitte... Der hat gleich gezögert, was soll der Scheiß? Oh. Ja, Übung macht den Meister. Jetzt reicht's aber. Ah, was soll da ein Abpraller werden? Ja, super. Mann, ich wollte... Wieso? Ja, mit der Zeit, wenn ich in Verteidigung bin, kann ich einen Spieler wechseln. Das Problem ist, gerade haben wir es gerade sehr, sehr gut gesehen. Was zum Henker? Wieso ging der nicht rein? Haben wir gerade sehr gut gesehen. Ich wollte eigentlich... Ja, auf den Spieler wechseln, was passiert? Er zeigt mir einen Spieler an, der hinter dem Gegner ist. Das bringt natürlich sehr viel, wenn er im Angriff steht. Ich will einen haben, der vor ihm ist, nicht hinter ihm. Hä? Wieso Icing? Ich habe ihn gar nicht geschossen. Ist der Gegner? Alter, ja gut, war natürlich... Stand direkt vor dem Torhüter. Klar, dass er nicht reingeht. Ah, bin ich doof. Wo war ein Direktschuss? Hä? Hat doch ich geschossen? Okay. So, ich ziehe mir hier meine Kurven. Machen wir hier einen Ausholschritt. Sehr schön. Ja, was mache ich da? Nein! Direkt obere Ecke, Alter! Was kann man für ein Pech haben? Pff, ja, faul mir doch einfach noch, du Scheißspieler.
Nein, schon wieder nicht. Alter, was ist los mit dem Torhüter? Ich ziele doch wunderschön. So, jetzt reiß. Boah, ich kriege echt die Krise, ey. Das ist ein Schussgewitter vom Allerfeinsten und der geht aber nicht rein. Kann machen, was er will. Ja, nicht das hier, sondern das nächste. Wieso zeigt jetzt die Situation? Die war doch scheiße. Gut, es ist wie echtes Eishockey. Nicht jeder Schuss geht rein. Wir haben spektakuläre Schüsse. Toll. Der hat zwar durch eigentlich wieder einen Weitschuss machen, also quasi nach hinten ziehen und dann. Der war gut abgefangen. Mal kurz abdrehen, mal kurz nach vorne drehen. Ja, wieso gehst du nicht nach vorne? Alter, was ist los mit euch Spieler? So. Aua! Das war etwas. Der Torhüter eigentlich meilenweit entfernt. Boah. Meilenweit entfernt und trotzdem irgendwie. Ja, ich bin in der Nähe des Torhüters. Mhm. Dann sollen wir ganz kurz konzentrieren. Defensivspiel. Ach, so geht das. Ja, krass. Wisst ihr, wenn ihr da im Trainingslager Defensivarbeit machen kann, was passiert? Und sowas lerne ich nichts davon. So, Tor ist leer. Hier liegt 2-0 hinten. Ein Torhüter draußen? Mutig, mutig. Ja gut. Ich meine, sie müssen natürlich gewinnen, ob sie jetzt 3-0 verlieren oder noch. Ja, ich verstehe es, Vielleicht ein bisschen früher ausgenommen. So, und das war's, glaube ich. Wow. Ja, da hinten kannst du doch nicht zielen. Eis. Ja, das ist ein bisschen das Problem, weil von da hinten siehst du das Tor nicht richtig. Also klar, ist in der Mitte, oder? Aber wenn ich halt nach oben ziele, also je nachdem, wie das Spiel noch steht, muss ich ein bisschen korrigieren und die Distanz. Ja. Egal, genug ausreden. Das sind noch 13 Sekunden. Hallo. Cool finde ich aber, dass es Realtime-Sekunden sind. Hä? Wie ging das denn jetzt? So. Ja, was soll man sagen, Freunde? Ein super Einstand für die finnische Mannschaft. Am zweiten Tag ihr erstes Spiel und direkt gewonnen. 2:0 gegen den tschechischen Vertreter. Was will man mehr? Das heißt am Tag nach, das heißt morgen, am Morgen, Tag, am Morgen, Donnerstag, Freitag. Donnerstag am 28. Dezember spielen sie dann gegen die Mannschaft aus Russland. Das wird sicher auch eine harte Nuss werden. Wir können sehr gespannt sein und ich sage vielen Dank fürs Zusehen hier und bis zum nächsten Match. Dann am Abend, das dürfte dann wohl das Match zwischen Team Kanada und den Ice Tigers aus Nürnberg sein. Ja, er lädt, du. Karl gegen MMG? Nee, nicht Karl gegen MMG. So, Kanada gegen die Ice Tigers. Sie spielen natürlich auf Seite der Deutschen. Wie können es auch anders sein? Bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.